Hallo miteinander. Schön, habt ihr es wieder geschafft und machen mit mir heute Yoga. Ich bin der Raffi. Heute machen wir ein kurzes Yoga, einfach den ganzen Körper ein bisschen bewegen. Ihr braucht wieder nicht mehr als eine Matte, euch selber. Und Motivation und habt Spass drauf. Wir starten heute gerade im Vierfüßler-Stand. Hände unter den Schultern, Oberschenkel senkrecht zur Matte. Die Füße könnt ihr abgeleitet oder aufgestellt, wie es für euch passt. Wir schnaufen ein und machen den drückenden Wirbelsäule durch, Brust nach vorne, Gesäß strecken wir auf. Und schnaufend aus, machen den Katzenbuckel, drücken den Boden weg und das Becken kippen. Schnaufen wieder ein, das Gesäß strecken wir nach hinten auf, Brust nach vorne, Blick nach vorne. Und wir kommen zurück in eine neutrale Position und verbinden das doch gerade mit der Atemübung. Wir schnaufen ein für 6, schnaufen aus für 8, starten aus neutral. Und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen aus für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen aus für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen aus für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen alles aus und kommen wieder zurück in die Neutralposition. Dünnt unsere Handgelenke aufwärmen, bringen beide Handrücken auf die Matte, die Fingerspitzen zueinander. Fingerspitzen nach außen, Handfläche auf die Matte. Fingerspitzen zurück zu den Knien. Fingerspitzen, die Handfläche wieder normal positionieren. Und wir tun die Fingerspitzen nochmal zur Seite raus. Machen hier einen Kreis in die eine Richtung, einen Kreis in die andere Richtung. Bringen die Fingerspitzen nach hinten. Ein Kreis in die eine Richtung, ein Kreis in die andere Richtung. Bringen die Handrücken wieder auf die Matte. Vielleicht müsst ihr ein bisschen Gewicht wegnehmen. Dann hier die Handgelenke aufwärmen. Ein bisschen nach hinten und vorne wippen. Was euch gerade gut tut. Bringen die Hände wieder zurück, kommen auf die Fingerspitzen. Können ein bisschen mehr Gewicht nach vorne verlagern und machen auch hier wieder einen Kreis. Und der zweite auf die andere Richtung. Dann bringen wir die Hände ein bisschen weiter nach vorne und kommen in Down Dog. Von da bringen wir den rechten Fuß, strecken wir in den Himmel, rechte Fuß, rechte Finger. Und die Hüfte ein bisschen öffnen. Machen grosse Kreise, wippen nach vorne, nach hinten, wie es für euch passt. Kommen wieder zurück mit dem rechten Fuß. Strecken den linken Fuß in die Luft. Bringen den linken Fuß zum linken kleinen Finger. Und auch hier Kreise und nach vorne und hinten wippen. Die Hüfte aufwecken. Und dann stellen wir den linken Fuß wieder zurück, kommen zurück in Down Dog.
strecken das rechte Bein hoch auf in den Himmel. Bringen das rechte Bein zum rechten Daumen so weit vorne wie möglich. Wenn ihr nicht ganz davor sind, ist nicht so schlimm. Und wir kommen rauf in Warrior 2, in den Krieger 2. Öffnen den hinteren Fuß ein bisschen, schnaufen aus und kommen in Warrior 2. Wenn ihr vorne runter schaut, seht ihr den rechten grossen Zehen. Die linke Hand will weit nach hinten, rechte Hand nach vorne. Die Schultern sind locker. Der Rumpf und der Bauchnabel ist eingezogen. Der Rumpf ist gerade über dem Zentrum vom Schwerpunkt. Und das Gewicht ist verteilt auf dem ganzen rechten vorderen Fuß. Und da bringen wir die linke Hand auf in den Himmel, in einem grossen Kreis führen, landen mit der linken Hand neben dem rechten Fuß und öffnet in Side Plank. Ihr könnt so in Side Plank das Knie abstützen, wie es für euch passt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den rechten Fuß auch hinten absetzen und in umgekehrten Hund. Und dann kommen wir zurück, bringen den rechten Fuß sanft neben die linke Hand. Kommen wieder mit den Füßen in die Stellung vom Krieger. Platzieren wir die rechte Hand auf die Innenseite vom rechten Fuß und strecken die linke Hand über Kopf weit über die Vorderseite der Matte, öffnen die Brust. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Ellbogen auf das Knie aufnehmen. Von da bringen wir die rechte Hand auf in verkehrten Krieger. Streckend das rechte Bein. Kommen mit dem linken Fuß 2 Schritte nach vorne, wenn ihr möchtet. Und in Dreiecksposition. Ihr könnt die Hand auf den Boden tun, auf das Schienbein, auf dem Block, wie ihr möchtet. Und die linke Hand öffnet nach oben. Wir schnaufen in die linke Seite vom Brustkorb. Und von da beugen wir das rechte Bein und kommen führen in Halbmondposition. Streckend das rechte Bein wieder, streckend das linke Bein so weit hinten wie möglich. Je aktiver, je stabiler. Linke Hand öffnet weit nach oben, dass wir die Brust offen, die Schultern sind übereinander. Und dann drehen wir uns ab, bringen die Hände vor das Herz in Warrior 3, in Krieger 3. Oh. Und von da beugen wir das rechte Bein, bringen den linken Fuß auf die Matte in High, in die Ausfallschrittposition. Bringen die Hände hinter den Kopf und schnaufen aus, streckend die Arme weit in einer Rückenbeuge nach hinten. Die Hände kommen nach vorne, platzieren sich auf die Matte vor dem rechten Fuß. Der rechte Fuß löst sich und zurück in den Himmel und zurück in Down Dog. Einschnaufen, linke Fuß, strecken wir in den Himmel. Linke Fuß zum linken Daumen und wir öffnen in Warrior 2, Krieger 2. Auch da wieder die gleichen Punkte. Linke grosse Zeche sehen, Bauchnabel reingezogen, gerade aufrechten Körper, Oberkörper in einer Linie. Die Aussenseite vom rechten Fuß drücken wir in die Matte. Die Schultern entspannt. Blick nach vorne. Mit jedem Einschnaufen tun wir
uns wieder ein bisschen stärken und ausschnaufen, reinsinken. Einschnaufen, Position, ausschnaufen, tiefer. Die rechte Hand geht in einem grossen Bogen oben drüber und landet neben dem linken Fuß. Kommt in Side Plank. Ihr könnt eure Variation wählen, was euch am besten passt. Mit dem Knie am Boden. Ihr könnt auch eine Variation im Side Plank selber noch machen. Und dann kommen wir zurück, schnaufen aus, bringen den linken Fuß sanft nach vorne, setzen die linke Hand neben den linken Fuß. Rechte Arm geht weit über den Kopf zur Oberseite der Matte. Ihr könnt hier bleiben oder die Brust noch mehr öffnen, indem ihr den linken Ellbogen aufs rechte Knie bringt. Und dann im umgekehrten Krieger bringen die rechte Hand zum rechten Knie, strecken die linke Hand weit oben drüber, spüren die Dehnung, Öffnung in der linken Seite, strecken das linke Bein, kommen nach vorne mit dem Oberkörper, 2 Schritte oder mehr mit dem rechten Fuß nach vorne kommen. Und wir öffnen in die Dreiecksposition. Rechte Arm in den Himmel, öffnen die Brust und spüren, wie ihr über die linke Hüfte euch drüber bewegt. Von hier leichte Beugung ins linke Bein, dass wir vorkommen können in eine Halbmondposition. Aktiv rechts Bein, könnt sagen, geflext haben oder pointed, wie es für euch passt. Öffnet die Hüften, probieren die wirklich übereinander zu stellen. Auch die Schultern, linke und rechte Schulter, senkrecht übereinander. Und dann bringen wir die Hände zum Herz, kippend das Becken so, dass wir wieder parallel zur Matte sind. Im Krieger 3. Und beugend das linke Bein, bringend den rechten Fuß zurück in Ausfallschritt. Ups. In Ausfallschritt. Hände über den Kopf, Hände hinter den Kopf. Wir schnaufen aus in eine Rückenbeugung. Und die Hände kommen vor den linken Fuß landen. Kommen in dreibeinigen Down Dog. Linke Fuß landet wieder. Rechte Fuß kommt in den Himmel. Strecken wir weit auf. Rechte Fuß, rechte Daumen. Warrior 2, Krieger 2. Linke Arm in einem grossen Kreis. Wir finden unseren Weg in Side Plank. Eure Variation. Für einen Atemzug. Wieder zurück. Rechte Fuß findet auf Höhe von linker Hand einen Platz. Rechte Ellbogen, rechts Knie. Strecken den Arm über den Kopf nach vorne, öffnen die Brust. Stabile Position. Kommen zurück im verkehrten Krieger. Rechte Arm kommt über den Kopf, rechts Bein strecken. Wir kommen führen mit 2 Schritten, verkürzend den Stand in Dreiecksposition. Von da tun wir das rechte Bein beugen, kommen in die Halbmondposition. Ihr könnt auf oder runter schauen, für mich ist runter schon zu schwer. Bringen die Hände zum Herz, kippen die Hüfte in Krieger 3. Beugen das rechte Bein, links Bein kommt auf die Matte. Ausfallschritt, Hände hinter den Kopf, ausschnaufen, Rückenbeuge,
Einschnaufen. Die Hände vor den rechten Fuß zurück in dreibeinigen Hund. Rechts Bein landet. Einschnaufen, links Bein strecken wir auf. Links Bein zum linken Daumen. Kommen auf in Warrior 2. Wieder die stabile Position nicht vergessen. Rechte Arm kommt oben drüber. Wir kommen in unsere Side Plank Variation. Für einen Atemzug. Beim Ausatmen schliessen wir wieder, bringen den linken Fuß vorne auf Höhe vor rechter Hand. Linke Ellbogen aufs linke Knie. Die Füße kommen in Warrior Stance, Warrior Stellung. Und wir kommen mit der rechten Hand, öffnen wir Brust, spüren Dehnung in der rechten ganzen Seite. Wenn wir zurück, linke Hand über Kopf, verkehrte Krieger. Strecken das linke Bein, lehnen nach vorne, Stand ein bisschen verkürzen, wenn ihr möchtet, in Dreiecksposition. Wieder die Öffnung von der Brust. Atmen in die rechte Seite vor. Brustkorb. Beugen das linke Bein, dass wir vorne kommen, in den Halbmond. Kippen das Becken, Hände zum Herz, in Krieger 3. Rechts Bein landet, Ausfallschritt. Einschnaufen, ausschnaufen. Hände hinter den Kopf, ausschnaufen. Rückenbeugung strecken wir. Und wir kommen mit den Händen führen. Vor die Füße. Links Bein streckt in den Himmel. Links Bein kommt zurück in Down Dog. Wir kommen auf die Knie. Und sitzen ab in Kniestand. Schnuffend ein, bringen unsere Hände auf die Seite. Schnuffend aus, drehen auf die rechte Seite. Keine grosse Drehung, die wir hier haben. Einfach in einer leichten Verdrehung unseren Atem wiederfinden. Mit jedem Ausschnaufen kommen wir ein bisschen mehr drehen. Einschnaufen, richten wir uns wieder auf. Und dann kommen wir wieder zurück. Schnaufen ein, die Arme nach außen. Ausschnaufen. Nach links drehen. Rechte Hand zum linken Oberschenkel. Und wir finden wieder den Rhythmus, den tiefen Atemrhythmus, den wir am Anfang heute in Cat und Cow angesteuert haben. Kommen wir mit den Armen wieder zurück, führen in Tabletop, bringen das Gesäß, sitzen ab und kommen in eine Druckposition. Drücken die Hüfte nach oben, Gesäß ist angespannt, Beine sind aktiv, die Schulterblätter sind beieinander. Und wir spüren die leichte Aktivität in den Beinen, im Gesäß, im Hamstring. Und wir lösen wieder. Bringen die Fußsohlen zueinander, Knie gehen weit. Stellen die Füße nochmal auf für das letzte Mal Brücke. Drücken die Hüfte nach oben, Gesäß angespannt, Hamstrings aktiv, Schulterblätter zusammen. Und wir schnaufen aus, bringen die Hüfte wieder zurück. Machen ein kleines Päckchen, heben die Knie fest.
Dann rollen wir uns auf in einen Sitz, kommen in einen Schneidersitz und lehnen nach vorne mit dem Oberkörper. Spüren, wie die Energie durch unseren Körper fließt. Richten uns auf, die Beine andersrum überkreuzen, lehnen wieder nach vorne. Und spüren den Unterschied von diesen beiden Stellungen, wenn rechts vorne ist oder links vorne. Und dann richten wir uns wieder auf, liegen auf den Rücken ab, die Beine kommen lang, öffnen sich, die Schulterblätter kommen zusammen. Und auch für das kurze Yoga heute haben wir 1-2 Minuten Shavasana verdient. Wir dürfen wieder den Rhythmus vom Atem mitzählen, wenn ihr möchtet. 6 und 8 oder wie ihr möchtet. Und dann dürfen ihr noch weiter schnaufen in Shavasana. Ich sage schon mal danke, dass ihr heute das Training mit mir gemacht habt. Ich hoffe, das Yoga hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Merci.